gegen Vertreibung, der Partei für die Opfer von Willkür und Gewalt, für zum Beispiel Tibeter, Uiguren in China, verfolgte Christen im Iran und in Indien, aber auch in die indigenen Gemeinschaften in Süd- und Mittelamerika. Wir haben sehr intensiv gearbeitet zum Nordkaukasus und gerade vor wenigen Tagen zum Beispiel Presseerklärung gemacht zu dem Protest der Kumyken in Dagestan, auch eines der Völker, die zwar nicht vertrieben wurden, aber nach Tschetschenien umgesiedelt wurden, als die Tschetschenen vertrieben waren, und dann kamen die Tschetschenen ab 53, 54 zurück und die Kumyken mussten ausweichen. Also das nur, um zu verdeutlichen, dass wir eben zum Nordkaukasus viel arbeiten. Die Gesellschaft für bedrohte Völker hat beratenden Status beim Wirtschafts- und Sozialrat der UNO. Das heißt, dass wir regelmäßig in Genf sind und auch in New York und dort Berichte vorlegen können, unsere Eingaben machen und auch Kontakt haben eben zu den Sonderberichterstattern, die die UNO hat, zu unterschiedlichen Themen. Wir laden immer wieder Delegationen ein von Gruppen, für die wir uns einsetzen. Also das wäre auch so etwas, wo Sie sich überlegen können, dass mal eine Gruppe der Tscherkessen nach Genf fährt, dort eben das Anliegen, was sie UNTRAD vorbringen kann. Dann hat die Gesellschaft für bedrohte Völker auch den mitwirkenden Status beim Europarat. Das ist von daher interessant, als Russland natürlich Mitglied im Europarat ist und man über den Europarat und besonders die Parlamentarische Versammlung auch dort wieder Einflussmöglichkeiten hat, beziehungsweise hofft, dass man durch Lobbyarbeit dort was verändern kann. Die Gesellschaft für bedrohte